viele sind auch Sachen wie, wo die Christen in Jerusalem mit den Heiligen Geist oder Treister gedeibt werden. Wir hielten irgendwo Pfingsten, der Geburtstag von der neutestamentlichen Kirche, ist. Und nur Pfingsten können die Christen oder Apostel die große Arbeit tun, die Gott anberufen hat. Und unsere Betrachtung von der Samarias, wo wir sehen, wo diese Christen mit dieser großen Arbeit anfangen können. Und wo sie durch ihre Einheit, besonders ihre Einheit an Gott, was sie Herausforderungen oder Challenges überstehen können. Das ist so wichtig, dass wir als Kinder Gottes einig sind, einig bleiben, sodass wir einig taub schaffen können in Gottes Arbeit tun. Also, weil wir mit dem Kontext ans Text anfangen, zu sein, wo sie dort deuten und wo diese Geschwister gesandt werden. Ich lese für uns weiter die Verse 34 bis 35. In der Apostelgeschichte Kapitel 4. Gottes Wort sagt uns hier, du wir auch keiner, dem dort an irgendwo fehlt, wie es wer lohnt oder hieße hat für Kraft dort und bracht das Geld, was er dafür gekriegt hat in Übergeif der Apostel dort. Die delten dort du nu uit als ein jedem dort fehlt. Und das lesen wir auch in Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir möchten lesen wahlweit Kapitel 2 nu, Verse 44 und 45 für uns lesen. Und all die zum Glauben gekommen wären taub und hatten alle Sachen gemeinsam. Sie verkauften ihr Haben, Gaut und verteilten dort manch sich du nu, als ein jedem dort fehlt. Also, woran verkauften die Christen ihre Sachen und woran geben sie ihr Geld der Aposteln an? Wird das ein Kommunismus, wo sie nicht mal was essen können, wo das von ihnen weggenommen wird? Nein, die deuten dort mit Frieden. Und dort sagt hier in Gottes Wort, die deuten dort, das Geld nur noch, als ein jedem dort gefehlt hat, auszuteilen. Und das hört sich uns ein bisschen fromm, besonders von der und Tag. Aber wenn wir den Kontext ein bisschen verstehen, dann wird uns dort deutlich, woran sie das deuten. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4 sagt Gottes Wort, wo das Christentum seiner Wurzeln deit. Dort war es seiner. Zum Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte 2, 41, Vers 41. Und da Petrus sein Wort mit Frieden annehmen, leiten sich deipen, und an den Tag werden durch, wie viele Seilen top gekommen? 3000 Seilen top gekommen. Da meint so viel, 3000 Menschen nehmen Jesus Christus als Heiland an. Und dann in Apostelgeschichte 4, Vers 4, lesen wir noch, über viele von denen, die dort Wort hielten, glaubten, in der Zahl von den Männern was, aber dort ungefähr, wie viele Menschen wären? 5000. Von 3000 bis 5000. Hier wären 5000 Menschen, die dort Christentum in Jerusalem annehmen. Ich habe uns das vorstellen, wenn 5000 Menschen eben nach sich hier in Samuel sich bekehren würden, wo anders das dort vielleicht looten würde. 5000 Menschen. Und wo deuten der Apostel Gottes Wort verkündigen? Haben sie bloß zu den richtigen Menschen gepredigt? Wer? Allem nicht. Dort wir ganz und dauernd, ob die Menschen oder die Tauharche reich wären oder arm wären. Die Apostel brachten alle Menschen das Evangelium. Die Reiche und auch die Arme. Und das können wir dann verstehen, woran die Arme vielleicht wurden halbgefällt haben, nicht? Die hatten nichts. Die hatten vielleicht erst nicht mal gehen oder was tun, nicht schaffen, wegen von dieser wären Krebels. Die können nicht schaffen. Die waren von Gottes Kraft geheilt und nie waren sie Dinge Gottes und die wollen für Gott schaffen, aber die hatten nicht. An hat eine Stattung gefehlt. Und wir sagen auch nicht vergessen, dass die Juden, die dort Christentum annehmen, waren verfolgt. Viele Juden, Christen waren von ihrer Familie ausgeschlossen, ganz ausgeschlossen. Da meint die Männer wurden dann Luther keine Aufgabe gekriegt haben und wurden dann keine Arbeit mehr gehabt haben. Viele wurden vielleicht für ihre Eltern geschafft haben oder für andere Juden geschafft haben. Und wenn sie dort Christentum annehmen, dann wird es durch. Die hatten nichts mehr. Und deswegen brauchten sie eine Stattung von der Kirche. Was von uns waren Gott weiten, was das meint, ausgeschlossen zu werden.
und wo schwer das ist. Und für uns wir. Das ist nicht leicht, alles für Christus zu verluten. Aber die von uns, was das erfahren haben, weiten auch, wo reich Jesus wir, als er folgendes in Matthäus Kapitel 19, Vers 29 seht. Wer meinethalben Hus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Lohn verluten hat, wird dort hunderte Mal kriegen in das ewige Leben haben. Stimmt das? Hunderte Mal kriegen. Zum Beispiel, wenn wir Matten wegen Christus ausgeschlossen worden, da meine Familie verloren, kriegen wir hunderte Mal Geschwister tun, nicht? Hast du nicht so dort? Denkst Gott wies uns, wie hier in seiner Familie. Wir haben Geschwister im Herrn. Wir sind nicht allein. Wenn wir Häuser oder Arbeit hier verloren machen, ein Tag kriegen wir das hunderte Mal drei, wenn wir bei Gott sind. Und er wird auch für uns hier, ab dieser Welt noch sorgen. Gott weiß, was uns fehlt. Die wird nicht der aufmerken. Die wird uns leiden. Die wird uns führen, so führen, dass wir immer zu eten haben, in eine Stadt haben, wo wir schlafen können, wenn wir seinethalben alles verloren machen. Und obwohl die neutestamentlichen Christen Geld taub deuten, meint das nicht, dass wir als Christen von der all ans Geld taub deuten sollen. Und viele verstehen, dass es steht. Viele verstehen, dass die Kolonies niemanden angefangen wurden, dass Christen ganz apart zu sich leben sollen. Und dort sagt Gottes Wort uns hier nicht. Beispiel wies uns, wo wahrlich die Geschwister wir einander zu helfen, was das Christentum mehr angenommen wird oder akzeptiert wird und verständigt wird. Dass wir ein Anfangsschritt für die Kirche. Und nun, dass wir ein bisschen mehr von dem Kontext an den Text weichen, wo wir zwei Hauptgründe sehen, woran die Christen damals so wahrlich waren, einander zu helfen. Und als erster Punkt hat mit Einheit zu tun, so ich am Anfang sehe. Vers 32, sagt Gottes Wort uns. Vers 32 von der Apostelgeschichte 4. In all die Glaubenden werden ein Hort in eine Seil. Wo waren sie so einig? Der Gottes Wort sagt, die werden ein Hort in eine Seil. Wir lesen mal darüber in Apostelgeschichte 2,42. Apostelgeschichte 2,42. Einmal Hahn und Tränen, nicht? Die Bibel sagt, und sie bleiben beständig an der Apostel, ihrer Lehre in Gemeinschaft, beim Brotbrechen und im Gebet. Vers 46. Und sie bleiben dabei, dass sie alle Tage im Tempel taub kämen und gingen auch von Haus zu Haus dort Brot bringen. Sie eiten mit Freiheit taub und werden von Horten bei der Sache. Die Christen werden einig, wie sie beständig an der Apostel ihrer Lehre in Gemeinschaft bleiben. Auch beim Brotbrechen und im Gebet. Alle Tage kämen diese Christen taub, Gott anzubeten und taub zu beten. Alle Tage. Ist das uns nicht interessant? Für was ist es zu viel, einmal in die Kirche zu kommen? Höchst zweimal. Wenn er mehr als zweimal ist, dann kennen sie nicht. Und diese werden so begeistert Gott dein. Die kämen alle Tage taub. Die werden einhorten eine Säule. An wir das nicht so schwer oder so viel, wenn sie taub kommen müssten. Die wollen Gottes Wort lernen. Die wollen weiten, was das bedeutet, ein Christ zu sein. Gott zu dienen. Wo sie andere Menschen auch nicht Jesus führen können. Das ging anscheinend. Das wir enjoyable sollte sein. Das wir nicht Arbeit, das wir nicht Schuld, das wir nicht Pflicht. Taub haben sie von Jesus gelehrt. Sei wie, dort wir Gott seinen Wort in den Herrchen Jesus, wird diese Geschwister einig mögen. Und wenn wir aus Gemeinde den Salien verlangen haben, von Gott zu lernen, Gemeinschaft mit Gott in seiner Familie zu haben, und Gottes Willen zu tun, dann wird Gott uns mit seinem Wort und Geist auch vereinigen. Einer schreibt, wir als Menschen sind verschieden und wollen manchmal nicht ganz überein denken. Aber das kann auch zu was verändert sein.
Wenn wir unsere Gedanken mit Life eintauschen, dann wir können voneinander lernen. Das gesagt, aber es ist sehr wichtig, dass jemand jährlich einig bleibt. Dass wir einander vertrauen können, dass wir einander verlauten können, dass wir einig sind in uns Life zu Gott in seinem Wort. Wenn wir nicht jährlich einig sind, wird jemand die verschiedenen Herausforderungen nicht überstehen. Die sind bloß nicht stark genug. Einheit ist so wichtig. Und deswegen schreibt Paulus an die Korinther in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 10, er sagt, breite ergraub jünd ab. Am Namen von unserem Herrn Jesus Christus sieht jünd einander einig. Er lässt nicht zur Spannungen manchen kommen. Halt taub, dass die einen Sinn in eine Meinung haben. Ein Wort, eine Seite, einen Sinn in eine Meinung. Der mehr wir als Christen sich einig sind, und der mehr wir einander kennenlernen dürfen, der besser wir uns einander verstehen können. Wir lernen, was ein jeder durchgeht am Leben, was für Schwierigkeiten wir durchgehen und was unsere Bedürfnisse sind. Haben wir alle Bedürfnisse? Haben wir alle Needs? Absolut. Wir haben. Und wenn wir einig sind und mit einander up sind, dann kriegen wir auch den Verlangen und Wunsch, einander zu helfen, wann und wo Hilfe fehlt. Woran? Wir stehen wost an uns so ein Leib, was von Bufen kommt. Ein Kind Gottes vereinigen wird. Das ist ein Agape-Leib. Das Wort habe ich vielleicht einmal gehört. Agape-Leib ist eine selbstaufopfernde Leib. Das meint, wir geben von uns selbst, um andere zu helfen. Christus Jesus für uns da. Das ist ein Agape-Leib. Das ist ein Leib, das ist ein reiner Leib, was von Buben kommt. Und so ein Leib als der helpt uns auch unsere Euen aufzuhalten, sodass wir andere ihre Bedürfnisse besser sein können. Die neutestamentlichen Christen hatten ihre Euen auf und sagen, wo halb neidig wir, und sie hatten auch ihre Horten auf und deuten, was sie können, um einander zu helfen. Sie wären in ihrem Lifetime einander einig. Das ist sehr leicht für uns als Gemeinde, jeder Werk taub zu kommen, ohne wirklich so ein Life füreinander zu haben. Wie kann es als Nuber schwören? Und das hat sich schlecht. Ich habe ein paar Mal versucht, mit unseren Nubers zu reden, die sind nicht so sehr zu Fremde. So ist ein bisschen schwierig, ich muss da hingehen, um dem persönlich zu begegnen. Ich kann meine Nubers nicht so sehr. Und mir, der dort Leute, die haben auch kleine Kinder, die wird Fernsehen, wann unsere Kinder mal können Taub spielen und so weiter. Aber Kinder Gottes, sogar in eine Kirche, kann auch manchmal so wollen. Die kann einander im Bett, die wissen, wo der Mensch lebt, wissen nicht wirklich, wer der Mensch ist. Und als Teacher, wenn wir ein nur mal gehört haben oder ein gesagt mal gesehen haben, und dann sagen wir, oh, ich kann den gut. Dass wir mir vor, dass sie nur bei ihr stammen. Oder was immer nicht. Und wirklich, ich kann wie der Mensch nicht. Nicht wirklich. Und so können wir aus dieser Schwester auch manchmal wollen. Weil wir nicht Zeit taub nehmen da. Nicht einander anluden da. Nicht taub beten da. Unsere Bedürfnisse einander mitteilen da. Wo sollen wir einander dann kennenlernen? Das sind viele Menschen, die wollen sich nicht aufmerken. Wegen die haben Angst, andere Menschen wollen ihn verlassen. Und das Risiko ist da. Der mehr wir uns aufmerken dann, der gerade das Risiko ist, dass einer uns verlassen kann. Aber wenn wir uns niemals aufmerken, dann leben wir kein Mensch. Ja. Das muss so sein. Wir müssen das Risiko nehmen, um diese Gemeinschaft untereinander stärker zu merken. Das muss so sein. Und wenn wir einander dann kennenlernen, dann ist es so viel leichter, den Menschen zu helfen. Die muss uns nicht einmal fragen, ob wir kommen helfen sollen. Wir weiten, Kimmel. Oh, die trägt weich. Ich komme. Ich will hinkommen. Ich will die helfen. Ohne zu fragen. Oder die gehen durch eine sehr schwere Zeit, die haben vielleicht ein Kind am Hospital. Ich habe ihnen eine Multit bringen. Und liebe Schwester, ich muss hier sein. Ich bin sehr überrascht. Wir werden sehr überrascht.
wo die alle sind, als die Schwester einander zu helfen, mit Multiden bringen, mit Eten zu bringen. Das ist eine große Hilfe. Ich würde Ihnen bloß sagen, in Städten und Motto sprechen, wie das dort zu tun. Das ist eine große Hilfe, eine große Segen. Du darfst wie einander ab, du darfst wie unsere Verhältnisse zueinander, das ist sehr wichtig. Jakobus sagt uns, dass das allmählich ein Glauben zu haben, ein Christ zu sein, ohne wirklich eine Läufe ans Nächste zu haben. Und er erklärt im bittersten Gleichnis, in Jakobus Kapitel 2, Verse 15 bis 17, gibt er uns ein Bild von was er hier meinen wird. Er gibt ein Beispiel in Jakobus 2, 15 bis 17. Er sagt, wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht untertragen in der Eten hat, und jete an sein würden, go mal an Fried und hält ihn warm, und et ihn salt, und würden an nicht geben, was anfällt, was würde an dort helfen? So ist es auch mit einem Glauben, wenn der nicht weichen hat, dann ist der dort. Und wir würden vielleicht sagen, das würde wir niemals tun. Und das wird so viel getan. Und ich muss sagen, vielleicht habe ich das auch 2 Mal getan. Wenn einer uns sagt, wo schwer an der nie fällt, mit ihren Geldsachen oder was immer, und dann sagt einer, ich will für ihn beten. Jakobus sagt, die weiten nicht in der Hauptwelt. Und die wollen für ihn beten, das ist gut. Oder vielleicht weil Gott kriegt durch uns, was für ihn tun. Dass wir Gott seine Hängen feit sind. Und was Gott tun für diese Menschen. Bloß zu sagen, wir wollen für Menschen beten. Für beten ist stark, das Kraftvoll. Aber Gott will haben, dass wir auch was damit tun sind, wann wir können, wo möglich. Wir alle haben Bedürfnisse, aber bloß dort reine Agape Lifetime und Wort uns helfen, unsere ihre Bedürfnisse für unsere eigene zu stellen. Und dort ist, wo viele Menschen stecken bleiben da. Andere Menschen ihre Bedürfnisse für unsere eigene zu stellen, das meint, dass unsere Bedürfnisse machen dann Träge tragen. Und das gefällt uns als Menschen schwer. Paulus sagt in Philipper 2 und 3, Philipper Kapitel 2, Verse 2 und 3, da merkt mir so reich Frau, dass die einig waren, und alle gleichen Gott sind, und Gott verdrehen in einerlei streben, sieht nicht nur sich in ihr jetzt sich, vielmehr acht den nächsten Herrscher als uns selbst. Jesus hat gelehrt, wir sollen uns nur das kriegste Gott sein als uns selbst. Und Paulus sagt, noch Herrscher, noch besser sein als uns selbst. Als Christen sind wir Geschwister, die ewig Geschwister bleiben wollen. Wann wir einander halten tun, nie all, kann wir von der all ans Leben zueinander wiesen. Wir wollen uns für alle Ewigkeit sein, wann wir glücklich sterben da. Well, wird das nicht was wir nicht sein, weil wir würden nie all, was Gott füreinander tun, einander abbühen und halten, nie all. Ich meine, wir wollen für alle Ewigkeit taub sein, weil wir unsere Verhältnisse nie all abbühen und steigen. Dort wird eine Ewigkeit nach viel Bescheinigung. Die neutestamentlichen Christen werden wahrlich einander zu halten, wie sie jährlich einig werden. In Fall lebt einander werden. Zweitens, die Christen damals hatten ihre Augen ab ewige Dinge und nicht ab die Dinge dieser Welt. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 33. Und der Apostel gab mit großer Kraft Zeugnis, dass Jesus Christus vom Tod abgestoßen wird, und der Gnade wir bei an alle sehr groß. Und wenn wir in Kapitel 2 blicken dann, sagt er in Vers 43, dann kam über alle Seelen eine Furcht, und durch der Apostel waren viele Zeichen und Wunder getan. Vers 46, Kapitel 2. Sie bleiben dabei, dass sie alle Tage im Tempel taub kamen und gingen auch von Haus zu Haus, dort Brot bringen. Sie eiten mit Fried, taub und werden von Horten bei der Sache. Die werden vom Horten bei der Sache. Merkt wie wo beschäftigt diese Christen an ihrer Arbeit für den Herrn werden. Für uns als Menschen ist das so leicht, dass wir uns mit unserer physischen Arbeit beschäftigen und in unsere jährliche Arbeit über vernachlässigen. Dort wir physisch reicher wollen und über dadurch jährlich armer wollen.
Ist es möglich, dass wir physisch schrecklicher werden können, währenddem wir jährlich armer werden? Das ist möglich. In Lukas 12, Vers 15, sagt Jesus zu zwei Brüdern, die über Geld streiten. Und das hat mich so sehr weh. Das wären Brüder, physische Brüder, und die streiten sich über Geld. Und was denken sie, du machst die gegen Jesus und will haben, dass Jesus ein Seed über der andere Seed nehmen soll. Über Geld. Und wahr, wir würden denken, das wird uns niemals passieren, aber wann wir bloß in unsere eigene Familie kicken dann. Ich habe Beispiel von meiner eigenen Familie, wo Geld mal zwischen gekommen ist. Zwischen Geschwister gekommen ist. Das ist möglich, wenn einer nicht abpassen wird. Und Jesus sagte an, sieht vorsichtig, post ab, dass die nicht jitzig worden, dass Menschenleben hängt nicht davon auf, dass er viel besatten wird. Er nimmt nicht ein Seed über der andere. Er sagt, post ab, dass die nicht jitzig worden. Und dann vertelt Jesus an ein Gleichnis von einem reichen Mann, der von seinem Land eine große Ernte gekriegt hat. Und er dachte bei sich, was er tun soll, weil er hat nicht genug Speicherraum, die Ernte anzubringen. Und dann sagt er, das ist, was ich tun will. Ich will meine Speicher Stuhl bringen und Gratre bauen. Und da bin, wo ich all meine Getreide und meine Sachen halte. Und dann will ich zu meiner Säule sein, Säule, du hast für viele Jahre einen großen Verrut abgespeichert, nun sie ruhig. Aten, trinken, sie mutig. Gott übersehte ihm, du nur, diese Nacht wird deine Säule von dir gefordert worden. Und wer wird dann dort kriegen, was du dir weichgelegt hast? So wird dort die gehen, die für sich selbst ein Schutz weichlegen und über für Gott zu sein nicht recht sind. Die Christen in der Apostelgeschichte mögen sich beschäftigt für Christus zu schaffen. Sie sagen, wofür wichtig, dass wir vor Gott Jesus richtig sind, anstatt bloß physisch richtig sind. Und deswegen wird es leicht für an, ihre Sachen zu verkaufen, um die armen Geschwister zu halten. Und Jesus sagt in Matthäus 6, 19 bis 21, sei bekundet wird, so und nicht schätzen, aber ihr, wo Matten und Rast die abfreten und die Stille anbringen und die stehlen. Aber so und schätzen im Himmel, wo Matten und Rast die nicht verfreten und die Stille nicht nur gruben und stehlen. Wie es wo ein Schatz ist, du wird ein Hort auch sein. Wo ein Schatz ist, du wird ein Hort sein. Wo ist das nicht? Und was denken wir? Auch wenn wir taub kommen dann in Gottes Hütte. Wo sind unsere Gedanken, wenn wir hier ankommen dann? Sind die ab Gottes Wort gereicht? Und selbst gereicht, wo wir beten können, wo wir Gottes Wort leben können, umwandeln können? Oder sind die ab Lohnkeipen oder Hiesebühnen oder was immer? Ans Arbeit, was wir Montag tun sollen? Wo sind unsere Gedanken? Wo ans Hort, oder Schatz ist, du, was dein Hort auch sein. Und das habe ich auch viermal in Predigten gesagt, über, in Englisch hast du ein Sprichwort, you never see a U-Haul behind a hearse. Wir nehmen nichts mit uns, weil uns Leben hier eben ist. Dort, was wir hier top gesammelt haben, dort bleibt hier. Und ein Tag, wenn Jesus zurückkommt und alles an Flammen abgeht, dann wird das nicht einmal hier bleiben. Über die Dinge, was wir für Gott getan haben, für unsere Geschwister im Herrn, für Säulen, die noch weit von Gott auf sind, dort bleibt. Dort gibt eine Frucht, eine ewige Frucht, die wir einen Tag Jesus bringen können. Und dann wird Jesus zu uns sagen, guck mal, du bist eine treue Verwalter gewesen. Komm an mein Reich. Bleib bei mir für alle Ewigkeit. Die Christen damals hatten ihre Augen ab Gott und die Dinge Gottes gereicht. Und ein Bibelforscher hat das sein über uns Text. Diese Christen dachten nicht, dass ihre Sachen an die Hirn deuten. Das, was Gottes Wort uns sagt. Deswegen wären sie so wahrlich, die Sache mit den armen Christen zu teilen. Sie leiten ihre Brüder und Schwestern nicht unter Armut leiden. Während andere so viel hatten. Und was sie hatten viel.
Wir hören viel von Barnabas, nicht? Und wir lesen am Anfang, wo er einen Acker hat, ein bisschen Land hat, er verkauft dort und gibt dort Geld der Apostel an, um die Menschen eine Halb zu sein. Und dann fragt dieser Schreiber, was ist deine Einstellung über deine Sachen? Soll wir nicht diese selbe Einstellung annehmen, dort alles, was wir haben Gott gehört, und wenn wir die Dinge mit anderen teilen, dann tun wir bloß dort, was Gott von uns mit seinen Sachen verlangt. Das ist, was er geschrieben hat. Jesus will haben, dass wir öffnen Augen haben sollen, dort, wenn wir unsere Geschwister in Not sein, dort wir anhalten dann. Und eigentlich, so sei er, wo ein Schreiber dort erklärt hat, der sagt, diese Christen, die werden zu dieser Welt und die Dinge dieser Welt ganz dort, das weiß Gottes Gnade an. Die Apostel nehmen die Christen ihre Sachen nicht fort. Nee, die Christen, die mücken sich völlig los von irdischen Schätzen. Du seht auch keiner dort irgend, was er besatten hat. Wir werden bereit, alles für Christus zu verluten. Kein Wunder, dass die Glaubenden ein Hort in einer Seil werden, wir sie nicht an weltliche Dinge vorhangen. In unserer Betrachtung von der Marius Sachen wie, wo die Christen in der Apostelgeschichte wahrlich wären, einander zu halten. Die Christen damals, ob arm oder reich, wären bereit, alles für Christus zu verluten. Was werden sogar ausgeschlossen und hatten du wegen sei wenig. Aber Gottes Wort sagt uns, du wir keiner dem dort an irgendwas fehlt, wie es wer lohnt oder Hiese hat verkauft dort und bracht dort Geld, was er du für gekriegt hat und übergäuft der Apostel dort. Die deilten dort nur uit, was ein jedem dort fehlt. Diese Christen wären wahrlich einander zu halten, wie sie am Glauben und in ihrer Leibzeit ohne ganz vereint werden. Sie hatten ihre Augen ab, auf die Dinge. Sie hatten ihre Augen ab und sagen, wo Not wir. Aber sie hatten auch ihre Horten ab und wären wahrlich auch damit, was zu tun. Die geben, was sie können, um einander zu halten. In mein Gebet als liebe Geschwister, dass Gott uns als jemand helfen wird, unsere Augen und Horten aufzuhaben. Und dass Gott uns auch helfen wird, einig zu sein. Ein Hort an einer Seite. Ist dort nicht was Wunderbares? Wenn andere Menschen über uns sein können, wenn Gott selbst über uns sein können, dort zeigt du, was sich bei Gottes, was ist das, 301? 11th Street. Ich kann das 11th Street. Ein Hort und eine Seil ist. Das ist mein Wunsch für uns alle. Muss Gott uns halten. Amen.